Rapportrice vom Projet de loi, die Honorable Madame Stefanie Weidert. Madame Weidert. Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Minister. Behauptstellen ist das Gesetzesprojekt 67 für den eine Anpassung vom gesetzlichen Kader für die Ausführung von den Prisungsstrafen und das Funktionament von der Prisungsverwaltung vorgesehen. Das Projekt wurde 2021 von der damaligen Justizminister deposiert und hat als Ziel, nur 3 Jahre Experienz Terrain die große Prisungsreform von 2018 zu verbessern und auf denen Sujets zu komplettieren, die sich an der Praxis als mehr schwierig herausgestellt haben. Folgende Texte sind konzerniert von diesem Gesetz. Der Code de Procédure Pénale, Gesetz von 2018 über die Prisungsverwaltung, Gesetz von 1980 über die Organisation judiciaire, Gesetz von 1998 über das Centre hospitalier neuropsychiatrique, Gesetz von 2013 über die Organisation vom Casier judiciaire und Gesetz von 2015 über die Traitementer von den Funktionären. Die echt wichtige Neuerung vom Projekt besteht darin, Klarheit und Effekazität von den Regeln an der Ausführung von den Strafen zu stärken. In der Praxis ist die Ausführung von einer strafrechtlichen Decision nicht einfach eine administrative Verlängerung vom Urteil, mit das Zwit von Decisionen und Prozeduren, mit gewissen Delayen, mit Modalitäten und Rekurmöglichkeiten. Und das muss verständlich und auch juristisch solid sein, weil es direkt um die Freiheiten und Sicherheit von den Leuten geht. Das Projekt möchte dafür gezielte Anpassungen unter anderem bei bestimmten Delayen und auch bei Terminologien für Unklarheiten zu vermeiden, also Rechtssicherheit zu schaffen. Auch am Fall von verschiedenen Rekuren bei Urgenzen, die Standhaut bei den 24 Stunden müssen trätiert gehen. Mittlerweile kann ich aber Rekuren elektronisch zu Mittlerweile kann ich aber Rekur innerhalb elektronisch zu allem Moment vom da, egal ob da oder nicht, und auch außerhalb von den Öffnungszeiten vom Graf gemacht gehen. Und das bringt mit sich, dass in der Praxis nicht respektiv ganz schwer ist, den 24 Stunden Delay anzuhalten. Aber mit diesem Gesetz wird ein Delay von 24 Stunden dann auf 48 Stunden herabgesetzt, für einerseits den dringenden Charakter vom Rekurs zu erhalten und zeitgleich eine rechtsstaatlich seriöse Decision zu garantieren. Die zweite Neuerung als gesetzliche Verankerung von der Kommission konsultativ au Longue Peine für Prisungsstrafen von mehr als 10 Jahren sowie der Komposition von dieser Kommission. An der Praxis geht es schon lang, aber ohne legale Basis. Aber bislang kommen wir auf informeller Basis zusammen für den Procureur General d'État und wie von Personen zu beraten, die zu langen Strafen verurteilt wurden. Am Gesetz über die Reform von der Prisungsverwaltung geht den Umgang mit der Religions- und Meinungsfreiheit innerhalb von Prison geregelt. Hier gibt den aktuellen Modus vivendi am Gesetz verankert, der sich schon während der Covid-Pandemie über Jahren angebürgert hat und den Deal so über das Reglement Grand Ducal geregelt ist. Ministre des Kultes sowie die moralische Berater, die ein Agreement haben, gelten als assimiliert und Mitarbeiter von der Prisungsverwaltung. Das ermöglicht ihnen, mit meiner Sicherheitsauflagen an die Prison ranzukommen, sich mehr frei an die Prison zu bewegen und bei Prisonnieren in Zelt zu gehen. Was wichtig ist zu präzisieren, ist, dass die Geistler just kommen auf den Mund vom Prisonnieren. Sie gehen nicht einfach wild durch die Prison und da gehen sie hier Arbeit verrichten. Nee, sie kommen wirklich auf den Mund von dem, den sie wollen und den sie brauchen. Für die, die kein so ein Agreement haben, gelten die normalen Visiteursregeln. Das Dispositionen sind Nummer wie vom März von 2022 von der katholischen Aumônerie von Prisung mit der ersten Serie von Amendementen von der Justizkommission an das Gesetzesprojekt angeflossen, weil es war weder an der Reform von 2018 noch am initialen Gesetzesentwurf vorgesehen. Ich weiß nicht, das ist immens viel Unruhe, Herr Wieseler. Also das ist nicht einfach, zu schwätzen. Religions- und Meinungsfreiheit ging effektiv bitten, dass not zu lauschen, was gesagt wird. Normalerweise sind nur mehr mit mir. Voilà. Religions- und Meinungsfreiheit, das sind Grundfreiheiten von allen Menschen. Und auch das wird der Staatsrat als wie vom April 2025 in der Strache. Am selben Avis hat der Staatsrat eine formelle Opposition formuliert, weil das vorgeschlagene Regime nicht genug präzisiert, unter welchen Konditionen und wie weit die Ausübung von der Religion und Prisung eingeschränkt gehen.
Das Projekt präzisiert auch verschiedene Kompetenzen, erklärt die Rolle von der Generaldirektion für den Text und die reelle Funktionament und Verantwortlichkeiten Terra anzupassen. Am selben Schritt wird der kriminologische Service geschafft. Dem sind zentrale Mission, also die Evaluation von der Personen in Haft zu stärken, war sinnvoll, ziblierte Interventionen zu organisieren, die das Risiko von der Rezidiv reduzieren sollen. Das ist eine strukturelle Weiterentwicklung, weil die Ausführung von der Strafe mehr stark auf die Evaluation und Prävention ausrichtet und nicht nur auf die Gestion vom Alltag vom Prisonnier. Des Weiteren gehen es Änderungen mit diesem Text über die sensiblen Realitäten von der Detention. Disziplin, Feuillen, Sicherheit, temporär Ausgang und den Kampf gegen das Abbringen von verbotenen Substanzen und Objekten. Hier müssen die Regeln ganz klar enkadriert sein, für den Equiliber zwischen der Sicherheit und den Grundrechten von allen Prisonnieren zu garantieren. Das Projekt stärkt das Enkadrement vom disziplinären Regime, aber berücksichtigt dabei auch die Erfahrungen von den letzten Jahren, ganz besonders Praktiken aus der Pandemie, wie den Einsatz von der Videokonferenz für bestimmte Akten, für die Kontinuität von den Prozeduren zu garantieren und dabei die Rechte von der Verteidigung verschiedener Ränge zu respektieren. Die Rolle von den Spieren bei Sicherheitskontrollen, die gleichzeitig effektiv und strikt enkadriert muss sein, wird am Gesetz verankert. Bei den Durchsicherungen definierte Gesetzesprojekt Allgemeinregeln und hier gilt immer Proportionalität von der Mesure mit Respekt von der Menschenwert vom Detenu zu garantieren. Ja, Drogenkriminalität, das ist leider auch eine Batterrealität am Prison. Hier gehen immer neue Wege für Drogen illegal an die Prison zu schmuggeln, wie zum Beispiel über den Weg von einem scheinbar offiziellen Courrier vom Affecode, den dann dem Sekret professionell vom Affecode oder auch dem Sekret de Korrespondenzen erleiht, oder vis-à-vis von einem offiziellen Courrier von nationalen oder internationalen Verwaltungs- und Justizautoritäten. Im Fall, wo es plausible Motive gehen, dass sich illegale Substanzen am oder Courrier befinden, dann kann der Courrier ausnahmsweise kontrolliert gehen. Das Kontrolle geschieht aber immer in Präsenz vom Gefangenen und der Courrier wird just von der Verwaltung zurückgehalten am Fall, wo ihn dann effektiv Drogen am Spiel sind. Zum Schluss organisiert das Projekt auch den Zugang zu den medizinischen Daten, die für das Suivi von den Personen am Prison nötig sind. Und es passt Regeln zur Aufbewahrung von diesen Daten an. Das ist auch ein delikaten Equiliber, weil einerseits brauchen die Professionellen, die mit dem Gefangenen arbeiten, die relevanten Informationen für die Sicherheit, Prise en charge und auch die Kontinuität vom Zwiebel zu garantieren. Andererseits geht es gleichzeitig Prinzipien vom Datenschutz strikt zu respektieren. In diesem Sinn hat der Staatsrat auch eine Opposition formell gemacht, weil anfangs an der ersten Version vom Text war die Aufbewahrungsdauer auf 30 Jahre fixiert. Die haben wir auf 10 Jahre aufgesagt, für nicht unnötig Daten an der Cloud zu lassen. Erlaubt man noch ein paar Wörter zu der Prozedur. Wie viel schon annimmt, wird das Projekt 2021 deposiert. An der Justizkommission vom 10. Oktober 2024 wurde ich als Rapportrice designiert. Am ganzen hat der Staatsrat 4 Wien aufgehen und hat mit seiner Opposition formell ganz interessante Diskussionen an der Chamberskommission angeregt. Ich denke zum Beispiel und froh von der Meinungs- und Religionsfreiheit, die vom Drogenschmuggel, aber auch die vom Datenschutz am Kader zum Zugang zu sensiblen Daten von den Gefangenen. Wenn ihn am Strafrecht und am Prisonswesen legiferiert, dann muss ich immer den Spagat machen zwischen einerseits der Sicherheit und auf der anderen Seite Grundrechte von jeder Einzelnen. Und da muss ich den richtigen Equiliber finden. Aber wie vom 31. Mai 2022 hat der Staatsrat Ziel vom Projekt im Prinzip begrüßt, wir haben mit klar und mit stark gesetzlich Garantien bestanden, besonders bei den Grundrechten und bei der Rechtssicherheit. Es gab diverse formelle Oppositionen wie bei der Aufbewahrungsbauer an den initial vage Regeln bei der Disziplin an den Feuillen. Nur den Amendementen von der Chambre im initialen Text hat der Staatsrat aus seinem Avis komplementär vom 4. April 2025 konfirmiert, dass etwas verbessert wurde, mehr den Strach, dass das wesentlich muss am Gesetz stehen und nicht darf einfach eine Referenz auf ein Reglement Grand Ducal aufgewälzt gehen. Das war zum Beispiel der Fall bei den Indemnitäten, bei den disziplinären Sanktionen, bei der Kontrolle von verbotenen Substanzen an der Korrespondenz, an der speziellen Formation für Durchsicherungen.
Justizkommission huet dorop sinn nach mal no gebessert, sodat man am November last Jahr just eine eng Opposition formell vom Staatsrat krit hun iwwer de Kontinu vun de Spezialformationen vun de Madabeste der Prisungsverwaltung. Die Opposition formell kon dawer opgehowe gin. Weiter Avis komme vom Gruppement des Magistrats, von der Funktionärskammer, vom Barreau von Lützeburg, besonders betreffend das Secret des Correspondances, dann noch vom Parquet Général und vom externe Contrôleur des lieux privatifs de liberté. Neben den Avien von der Prisonsaumônerie hat den Erzbistum Lützeburg an den Conseil des Cultes Conventionnés am November letztes Jahr einen gemeinsamen Avis aufgegeben. Bei der Reunion von der Justizkommission vom 15. Januar des Jahres hat die Kommission den letzten Avis vom Staatsrat examiniert und mein Projekt de Rapport angeholt. Für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Und erst einen Akkord von meiner Fraktion gehen will ich just sagen, dass es immens wichtig ist, dass ihr immer, wenn ihr eine größere Reform angeht, auch mal die Regeln auf den List hält, den du angefordert hast, oder nicht, was die geändert hat. Du fährst absolut begrüßenswert, dass ihr immer noch pro Jahr Praxis Terra einkehrt, Begebenheiten oppassen geht und do no justieren geht, wo es Sinn möchte. Sur ce, gehe ich heim mit einer Kopf in der CSV-Fraktion. Und ich sage, merci für